Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und schwätzen heute ein Thema an, was ich an dem letzten Podcast kurz abgegriffen habe. Nämlich Geschichte mit der Aura, was ich sitze ein bisschen zwischen ganze physische Löcher betrifft. Das heißt, die ganz viel die so, wenn sie hehlen, dass Löcher an den Aura fliegen etc. etc. Ich will ein bisschen auf Nuancen eingehen und noch ein bisschen erklären, wo die hier kommen und inwiefern das vorbausen kann, wie soll so geschehen, sozusagen. Du kennst verschiedene Punkte, die uns zu schwätzen sind. Das ist ein ziemlich breites Thema. Wir gucken dann mal ein bisschen zur Grenze, sagen wir mal, ein Tour zu machen durch das Ganze. Also, ich fange mal mit dem Ausdruck an, von wegen, was soll ein Lach an einer Aura sein? Ein Lach an einer Aura ist irgendeine Art von Blessur, durch die Energie austreten kann. Für das zu verstehen, wie das funktioniert, probiere ich ein bisschen an die verschiedenen Schichten anzugehen, wie die Aura überhaupt entsteht. Beziehungsweise schon das auch schon am Thema Aura, habe ich das schon rapport. Ich greife den Teil kurz ab. Also genau gesehen, als Genetik an unseren Zellen, die schickt Strahlungen aus. An die Strahlungen, die machen als Energiefeld, was rundherum ist, als morphogenetisches Feld, was strahlt, so was das Ausstrahlung macht. Weil es alles Energie ist, alles Licht ist, das auch heutzutage ist das schon teilweise wissenschaftlich bewiesen, dass der Mensch liegt. Und der Punkt ist aber, dass also Genom das nicht, also die möchte die ganze Zeit, aber was durchkennt, wie das durchkennt, also was dann sozusagen an unserem morphogenetischen Feld zu sehen ist, beziehungsweise an unserer Ausstrahlung rüberkommt, das wird geriert durch die Epigenetik. Also das ist auch ein ganz spannendes Feld, wo ich nicht an dem großen Dingen will angehen, in den sich damit befassen will. Die kann den Bruce Lipton sein Buch Intelligente Zellen lesen, weil hier war von den ersten, die damit gekommen ist, und dann sind der ganze Gruppe abgesprungen, während die da abgesprungen sind, nicht unbedingt so gesund mit der Geschichte umgeht. Das heißt, als Zellwand, als eigentlich die sozusagen der Filter mischt, was durchkommt, aber nicht kann. Und als Zellwand geht durch als mentalen Zustand, das drückt mal so aus, durch als Glaubenssätze, durch einen mentalen Zustand geht geriert. Das ist natürlich, wenn man Sachen wie positiv oder wie wertneutral gucken, kann das, was durchkommt, natürlich mehr positiv, aber mehr wertneutral sein. Wenn ein mehr negativ ist, da könnte auch nach einer Strahlung durch, mehr vielleicht nicht unbedingt die so positiv ist. Das kann das sein, wenn ihr das Gefühl habt, bei verschiedenen Leuten, den du geht man nicht, ich weiß gut nicht über den, das kann sein, dass man dem seine Ausstrahlung als mehr negativ empfangen. Und ich will es wirklich wie ausdrücken, weil wenn in die andere Seite hat den auch ziemliche Power haben drin hört, das geht auch für Leute, die nicht dieselbe Power haben, ganz oft als negativ bewährt, obwohl die Person nicht negativ ist. Also wenn ich immer dabei bedenken, dass mental Verfassung auch eine Rolle, aber das spielt weder den anderen abholt natürlich. Wenn er wirklich mit tiefsetzend Traumata da sind, die machen dann aus, dass uns sich nicht mehr viel durch die Filter von der Epigenetik bis und als morphogenetisch Überflash durchdringt. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn da ein Leuchtturm hat, Bier, die dran ist, die ist perfekt, mit Glas, wo das ganz durch soll gehen, das ist, ja, dreckig, so nicht mal, das sind Sachen, die nicht aus Rast dran, und natürlich, dem Moment, dass die Lut, die durchgestrahlt wird, weiß dann auch, ich gebrauche nicht für viele nicht unbedingt ganz gern. Mir weiß dann natürlich auch fein ob, wo die Lut nicht so durchkommt, wie sie soll durchkommen, an die Lichtkraft an dem Moment durch unterbracht wird. Das ist so, dass als Aura und sich ein geschlossenes Feld ist. Aber wenn dann auf irgendeiner Platz so die Lichtkraft nicht durchkommt, dann entstehen da Risse, da entstehen
Unstimmigkeiten, die einfach Sachen machen, aber wo dann die Energie, die man sowieso ausstrahlen, an die normalerweise an dem geschlossenen Feld zirkulieren, wo die durchgeht, aber wo man die verlieren an dem Moment. Und da können dann unter anderem ebenso Sachen wie Dämonen, ugegriffen oder nicht ugegriffen, können da dran herangreifen. Leute, die berühmte Geschichte Energievampiren, ich werde noch darüber angehen, die holen sich normalerweise am liebsten so, die irgendwelche Ressourcen, die machen das intuitiv, weil sie wissen, dass sie die viel besser können unzappen. Und noch da, manche ganz kurz Klammer ab, da kann ich sagen, esoterische Blabla. Nee, auch da und leider in der Zwischenzeit festgestellt, dass ein energetischen Austausch bei Leuten am gesunden Zustand effektiv ist. Und natürlich an einem ungesunden Zustand für die Leute, die ihn absuchen. Ich meine, ein ganzer Kopf von erst kennen das, dass sie so, wow, wenn ich mit dem dort zusammen bin, ich komme daneben, ich bin fix fertig, ich gehe mich dann am nächsten am Bett legen. Und die Leute, die so, wow, ja, wenn ich von dem fortgehe, da finde ich mich gut. Dann bedenkt, dass es vielleicht kein Sinn, dass der den Energievampir sieht. Just mal so an den Raum geschmissen für die Leute, die sagen, den geht mir's gut. Immer gucken, wie die zwei rausgehen aus einer Geschichte. Ne? Dann sind wir vielleicht ein bisschen objektiver noch weg. Lo eben die Sache von wegen, wie so Traumata entstehen oder beziehungsweise wie die Dinge, die Punkte sind, kommen wir also zu 2 oder 3 Punkten, die ich so will abgreifen. Das ist die Sache, vielleicht so, sie flicken die Löcher. Wann ich will wirklich, dass das richtig verstanden wird. Das ist etwas, was ich an ganz vielen Dingen kenne, an ganz vielen Themen kenne. Ich hatte das Thema auch gestern. Ich werde das wahrscheinlich auch ein Jahr als Podcast machen, weil es mega spannend war, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe den Fakt aus, kann in ein Aura vorbei fliegen, kann in anderen erst Aura fliegen. Und ich will da so ein Jein. Und ich erkläre auch, wie werde ich auf den Jein angehen. Den Hocken in der Geschichte, dass den heute, der Tisch geht ganz oft, gehen der Leute bei für die Aura gepflegt zu kriegen. Die Aura wird gepflegt, mehr Hannen drin, geht von den Leuten nicht gemäht, für dass die Aura auch weiterhin so mal gepflegt bleibt. Der Tisch, von der du wirklich auf einen Punkt sieht, wo nichts mehr geht, und er geht hin und er sagt, wow, so, ich brauche irgendjemanden, dem mir da hilft. Und der hat den noch draußen hin, hier geht an, er steht dauernd mal so insofern fliegt, dass da der Schmeichkeit gibt für die Kraft daran abzusammeln, an energetisch dann dem Moment fit zu sein, für zu sagen, so, look ich aber mental gucken, wo die Rasse hier kennt, wo das Lach hier kennt, und ich probiere das verbannen zu heilen, das ist eher ein Job da drunter. Und leider an unserer heutiger Zeit, an der Schweiz da wirklich so New Esoterik Geschichten und wo Leute von der Schweiz, sei es Reiki, sei es, wie heißt das andere Genre, Theta Healing und so fort und so weiter, wo dazu angeboten wird, ganz viele Leute, die das auch so anbieten, das heißt, dass kein Dinge mit der Hand hat, dass du verschiedene machen, das fand ich richtig verstanden, die sagen, Jungen, ich kann da ein bisschen helfen, das ist ein bisschen wie den Doktor, der kann da einen Verband rundherum eine Verletzung machen und der kann da ein Medikament geben, dass die Entzündung zurückgeht, aber wenn du noch hier gehst und den anderen mit Krise hältst, ja gut, da kann der Doktor auch nicht dafür. Und das ist genau dasselbe, obwohl ich leider Leute auf den Gebieten da vom Heilen kennen, die sich effektiv dafür so mini Halbgott haben, an die du effektiv der Meinung sind, du brauchst Mischlo für die Sache und reinzubringen, auch für geheilt zu gehen. Das sind Hilfsstellungen, die können auch extrem wertvoll sein, aber es sind Hilfsstellungen. Aber wenn noch ein dahin geht an der Tour, den auf der anderen Seite doch, ist schon Leute mal erlebt, die mehr carrément, also klatschend gesagt haben, ja, nee, ich muss einfach mal remerken, so eine Sitzung machen, so eine Session machen, weil, da geht es mir besser, denn noch, müssen wir noch etwas machen, dass es da besser geht. Nee, ans für dich gehen schon dahin. Der Tisch, so Leute, so Heilpraktikerin und auch Coachen und so weiter, geht ganz oft so als seelische Müllkipp gebraucht. Komm, ploster du besser rundherum und dann machen wir genauso 4 Rufe für drin. Nee, das muss immer von beiden Seiten kommen, sonst kann das nicht funktionieren. Der Tisch insofern, ja, ein Aura kann so die Löcher können gepflegt gehen, aber nicht mehr, wenn das von beiden Seiten geschafft wird.
Das ist der erste Punkt. Den zweiten Punkt, das, was die Sache vorbei betrifft, könnte natürlich schon mal die Frage, ja, kann er sich dann durch schützen, für eine Energievampire schützen, für was immer, welche Energien, die vielleicht zu stark sind, für nicht so und zu negativ sind, für sich zu schützen. Funktionieren die Schutz? Auch da, ein Schutz geht just bis auf einen gewissen Nähe. Das ist, wenn der Alltag sehr Energie dran zu setzen, für einen Schutz rundherum mehr Aura zu setzen, ich weiß nicht, wie ich das soll ausdrücken. Das ist irgendwann da, ja, Alltag, bei der McDonald's ein tut Frittesiche geht, eine Packung Frittesiche geht aus, an der Stelle fest, oder gut zu heben, da könnt ihr ja Kromper selber pflanzen. Das ein versus das andere. Schutz als alles schöner gut, als eine zeitweilige Methode für Sachen abzufangen, allerdings, wenn ihr wirklich auf den Punkt könnt, als etwas, was dem Schutz absolut voraussteht, als seine eigenen Grenzen. Und auch da immer passen, sobald man aufhängt, in die Richtung zu kommen, zu sagen, es setzt Grenzen versus irgendetwas, was du sind wir eigentlich immer am Gang, einfach nicht mit Energie an etwas zu setzen, was du ist, anstatt Eisbannen so zu definieren, dass wir von Eis aus, wie soll ich sagen, durchstehen und du trippelt kein über die Grenze. Ich gebe euch hier ein Beispiel, weil ich schon da noch nicht auf die Haut oder weiß lehren, das heißt, ich war der Meinung von wegen, ja, ich schon so viele Fähigkeiten, das sind dann natürlich wissen, für den anderen zu helfen, so fort und so weiter. Das Spiel ist noch so weit gegangen, das Leute mir um 4 Uhr morgens angerufen, wenn Lappalien, und ich muss so Lappalien, eine von der Geschichte war, ja, dass immer mein Auto gerannt, nachdem ich eine halbe Stunde mit der Person geschwärzt hat, um 4 Uhr morgens, hat sich herausgestellt, dass die der Person Vierfach geholt hat. Also am Sinne von, da sind einfach nicht mehr Responsabilitäten aufgelöst gehen. In dem uns war das noch nicht mit den Handys, die lautlos stellen und so fort und so weiter. Also der wisst schon ein gewissen Alter, schon ein bisschen eine Erfahrung als Zeit, wo das noch nicht so gegangen ist. Eben System, Telefon wasch vom Bett oder ein Handy auf lautlos stellen, das wäre ihre Schutz, den der macht. Aber wenn der einem Klient gegenüber klipp und klar rüberkommt, meistens du riefst nämlich um 4 Uhr an, da braucht der keinen Schutz noch außen zu machen. Dann hat der klar definiert, dass die Sachen, die bei mir nicht gehen, also ein No-Go-Punkt fertig, dann hat er erst definiert. Und das bringt mich immer auf die erste Regel, die ich immer so bleibt bei erst selber. Das ist Regel Nummer 1. Voilà. Regel Nummer 2 ist, jugiert die Situation, nicht der Mensch. Voilà. Das heißt, wenn der Terrain klar macht, wenn der Position klar macht, und die können wirklich klar rüber, sind die Chancen, dass die Leute erst um 4 Uhr morgens anrufen, ziemlich gering, auch von der Handy auf lautlos macht. Das heißt, der könnte den Schutz natürlich immer noch machen für den 1%, die Menge müsste ich auch nicht darunter halten. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass er wird merken, dass er dadurch Leute, durch ihre Ausstrahlung, die das aussieht, Leute wird unsehen, die das sowieso respektieren oder die nicht auf die Idee, also nicht nur, dass sie das respektieren, weil sie erst respektieren, weil sie so, mir geben nicht am Traum aufhören, denen umzurufen, einem umzurufen, um 4 Uhr ist für so Blödsinn. Voilà. Das heißt, da sind 3 Dinge. Ich komme noch auf den Punkt zurück. Ich hoffe, nicht bis du noch vergessen. Das heißt, echt Basis ist, Bonnen dran, eine gesunde Ausstellung und erst zu schaffen, zu heilen, gut mit erst umzugehen, für das er den Dinge von wegen, ich will, dass ich gehe gut mit mir und das ist unsere Stadt, was ich als Message ausstrahlen, dass das an erster Stelle draußen ist. Da braucht er 90% von der Zeit keinen Schutz. Was Situationen sind, wo der sagt, okay, ist sie nur gerade an einer Situation, ich nicht bestimmt nicht, natürlich baut er Schutz ab. Das heißt nicht, dass ich so ein Schiedfreundin, Banden dran sicher ist, dass diese ich brauche nie mehr Schutz. Nee, das ist wie wenn der Gift so, wow, so, es sind denen so, und ich gehe am Wandern ohne Jacke raus, da verwundere ich mich hin, wenn ich mich kalt tue. Nee, natürlich immer die Sachen auch auf den Ebenen realistisch betrachten. Heilen, also ein Aura zum Beispiel flicken, ja, wenn er wirklich schmeckt, dass er durch irgendwelche traumatische Erfahrungen, durch Situationen, die mir lang angehalten hat, wo er nicht die Zeit hat, für so ein erst zu schaffen, wo er ein bisschen aus dem Ganzen rausgehabt gesehen, wenn er durchgeht und er sagt, ich gehe nochmal bei ihm, den du mal eigentlich so ein mal das Ganze auf Null raufsetzt und dann habe ich schon und die Energie für andere mal schaffen zu gehen, auch absolut kein Thema. Das heißt, der merkt einfach ein bisschen, was für eine
reihenfolge die Prioritäten dran geht. Der sieht immer für Aura und ich der Stelle selber responsabel. Der Tisch nicht, dass er das nicht immer kann, an dem muss sehen. Der Tisch ist das richtig abgefangen, ich schwätze nicht für Schuld, ich schwätze für Responsabilität. Da bleibt noch ein Punkt, den ich dabei will abgreifen, Aura rangen, was habe ich davon? Da haben wir so eine Problematik an der Geschichte. Das heißt, ich merke, dass in unserer heutigen Gesellschaft ganz sehr davon gespart wird, vorangeschen. Ob das eine Wohnung betrifft, die muss gerangert gehen, ob das irgendetwas sind, immer irgendwelche Space-Sachen oder irgendwelche Negativsachen, die müssen rausgeholt gehen, und so weiter. Ganz oft also eine Harmonisierung. Das heißt auch da, wenn man merkt, dass Sachen so ein bisschen unerspannend geblieben sind, eine Aura-Rangerung kann eine gute Sache sein. Allerdings sind ich bei denen, die am Moment angeboten gehen, nicht so unbedingt einverstanden. Und zwar stelle ich fest, dass die Aura immer probieren glatt zu machen, wie wenn das der Kokon wäre. So sieht keine Aura aus. Es ist eine Ausstrahlung. Die Sonne, die sieht für uns wie ein helle weiße Punkt. Wenn man sich von guckt, dann sieht wie du die kleinen Flammen rundherum züngeln. So kann man sich als Aura vorstellen, als Aura als Lebendig, als Aura als Bewegung. Das heißt, die glatt zu machen, du musst riskieren, dass er viel mehr Oberfläche gibt und der Dreck hängen bleibt. Den Dingen, den absolut Idee, den sich dabei vorstellen kann, dass ich weiß nicht, inwiefern der Geschichte mit den Lotusblättern kennt. Ob Lotusblätter bleibt kein Dreck hängen. Das liegt nicht darunter, dass die Oberfläche so glatt ist, dass nichts dran hängen bleibt, mit dass er kleine Picken hat. Das heißt, kleine Picken bedeutet, dass die Haftungsfähigkeit von den anderen Sachen viel mehr minim ist, weil die just auf den kleinen Picken haften bleibt und dann natürlich von Wasser kann der Waschgewäsch gehen. Das ist umgekehrt als die Geschichte von einem Chamäleon, wenn den sich Patte von einem Chamäleon packt, da besteht ja so viele Fallen, dass wenn den zwischen einer Mauer hängt, dann ist die Haftungsfähigkeit umso mehr groß dadurch und dadurch fällt der Gecko nicht von einer Mauer auf. Also für euch ein bisschen zu erklären, als Aura, all die energetischen Felder funktionieren nicht ähnliches Feld wie oben so unten, wie unten so oben. Das heißt, wenn der geht und der sagt, okay, ich will einfach mal ein bisschen mit meiner Aura schaffen, und der sitzt sich da hin und der stellt sich vor, wie die ausgesät, stellt sich okay feste Kokon vor, weil du mit der Mauer da. Das heißt, es sind noch Leute, die aus Stresssituationen das machen, das ist auch vollkommen okay. Stufeweise, momenterweise, also immer im richtig verstehen, das nicht, dass ich muss immer so sehen, der Tisch passt sich sehr rund, mehr auch als etwas Lebendiges, etwas Flexibles, und du kannst nicht oder so, was ich mache da ein Mauerdach, wenn du wirklich in der anderen Seite steht und merkst, dass den du probiert ranzukommen, dann möchte ich den, da läuft den auch an die Mauer, der Tisch, das wie gesagt, der tut seine Nützlichkeit mir nicht 24 Stunden auf 24, du musst Bewegung können dran sein, dass der Fluss dran erkennt. Und das stellt er schwer, dass die Aura eben eine Bewegung ist, dass die Bewegung entweder heiert oder fehlt, wie Wand, die rundherum geht, dass drin an den Dingen gesagt, dass wie wenn das kleine Flammen rundherum wären und dass die Aura lebendig kann sein. Und das werden mal direkt ganz grob Sachen, die aus irgendeinem Grund wirklich von außen angehaft haben, wird das einfach losrüsseln, weil die keinen Platz mehr haben. Das heißt, das ist so, stellt euch vor, der hat ja schon in einem Arsch tun und dann denkt er gut fest und dann geht ich nicht hin und rüsselt den Arsch. Ja, ich bin nicht los, weil die Bewegung, der kommt nicht mit dem Matt und das funktioniert ein bisschen selber. Das heißt, eine ganze Gruppe Sachen, die von außen kommen, die können schon nicht unerschafft bleiben, wenn da mehr an den Gedanken geht, dass auch etwas Bewegliches ist, etwas Lebendiges ist, und mich geht sich an die verschiedenen Richtungen zu bewegen. Und das muss ich nicht so machen, wie wenn es sich misst für und allem, was da draußen als schützen. Das ist absolut nicht notwendig. Mir war leid, es ist so mal ein kleine so eine Meditation, mir einfach am Sinn von, dieses so, was kann ich als kleine Übung oben machen? Sitze ich oben so bei Bett, rausschläft, und stellt euch vor, wie der auch anguckt, wie die so ein bisschen in Bewegung ist. Und vielleicht stellt er fest, ich kriege mal da gerade nicht viel Gestalt, irgendwie, also du wie fest, da sieht sicher, dass er die Information von der Aura kriegt, was du gerade lebt, und da könnt ihr da sitzen, für löser mit Flexibilität an die Aura ranzukriegen. Am Anfang, kleine Wellen, das sind für du direkt riesige Flammen zu machen. Mit dass er da einen besseren Kontakt zu ihrer Aura kriegt und dadurch auch eine bessere Flexibilität dran kriegt. So, ich meine schon so global den Tour davon gemäht, was mit dem Aura flicken ob sich schwört,
was davon noch gut ist, was mit 40 zu genießen ist. Und vielleicht hilft der Staat für ihr selber so mal eine Balance daran zu kriegen, wo ihn helfen kann, frohen, also bei anderen Leuten, und wo ihn vielleicht auch auf eine ganz minimalistische Weise etwas selber kann machen, für mich an das Gefühl heranzugehen, dass man mehr sieht wie just als Körper, an dem was Ballen dran ist, mehr dass das über diesen Körper rausgeht, und dass wir auch darüber können aufpassen und darüber können achten und damit können, sozusagen als Grenze zu setzen, nicht am Sinn von, ich grenze mich den anderen gehe ich nicht auf mich, heißen ich, und ich hätte gerne, dass den Terrain do respektiert wird. Voilà, ich respektiere dein und ich hätte gerne, dass mein respektiert wird. Dass das mit an die Information von der Ausstrahlung rübergeht. Ich hoffe, ihr könnt etwas mitholen bei den ganzen einzelnen Themen, die da dran sind. Wie immer, was froh sieht, wann es schläft, zeigt nicht zu froh, für das ich noch auf verschiedene Punkte vielleicht nachher mir genau kann angehen, mit detailliert kann angehen. Und für den Rest, merci für den Anlauf, schöne Mitten, schönen Abend und gute Nacht.